Hey YouTube, was geht ab? Wir reagieren heute auf die Domos 2023. Ich bin mal wieder live auf Twitch. Es ist eine Seltenheit, die sich nicht wiederholen wird. Ja, wir gehen rein ins Video. Abfahrt. Warum ist da so eine... Ey, ich habe auch die Clips von Justin gesehen auf TikTok und habe dann gecheckt. Ah, der streamt wieder, Digga. Jetzt check ich's. Compilation davor? Illegala, you're the best, man. Ronaldo, der allerechte. Ach, das ist sein Intro, okay. Congratulations. Das ist aber ein langes Intro. Elias, I'm big fan. Digga, no joke. Wenn du jeden fragen würdest, der irgendwas über YouTube erzählt, sagt, der macht kein 40 Sekunden Intro und Eli hat einfach so ein 40 Sekunden Intro. Ah, nicht mehr, nur noch 16. Was geht ab, Freunde? Wie? Es wird normalerweise geklopft, mein Lieber, bevor man die Roomtour startet. Das wissen doch alle. Hallihallo, meine Lieben. Ey, Digga, wie geil, dass Justin aber wieder drin ist. What the hell? What the hell? Was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Ja, stimmt, ist schon legendär. Hallo? Ich stream gerade. Ich wollte nur fragen, was du gerade machst. Ich bin gerade in einem Kleiderladen, um Kleider anzuprobieren für die Stream Award. Oh! Gehst du da mit Kleid hin? Hast du dir mal die Kleiderordnung angeschaut? Wahrscheinlich nicht, wie ich dich kenne. Weil es gibt eine offizielle Kleiderordnung? Oh Gott, Hugo. Eine Kleiderordnung, heißt es nicht Dresscode? Heißt Kleiderordnung auf Deutsch Dresscode? Ey, es ist ein Gala. Ey, Digga, ist so krass und ich gucke in die Cam und ich sehe, ich habe einfach keine Haare mehr. Früher war der Topf so, der war einfach so ein Topf. Und jetzt sind noch einzelne Haare, die dort chillen. Ich muss nach Istanbul. Trimax, ich brauche die Kooperation. Event, also du brauchst schon einen Anzug oder Smoking sogar. So in der Dreh, mal gucken. Also so wie ich mich kenne, werde ich sie nicht anziehen. Wofür brauchst du das? Stream Award. Und da gehen alle so richtig krank mit Anzug und so hin. Das ist nicht dafür aus, ich sehe aus wie verkleidet. Das ist nicht dafür gemacht, dass man da drunter was anziehen kann. Ich lass los. Digga, what the fuck? Sie sieht aus wie so eine amerikanische Schauspielerin. Ich habe neben mir nämlich auch den männlichen Gewinner des Outfit des Abends. Die Fliege holt's auch für mich einfach ab. Also das hammermäßig. Ey, besonders die Crocs. Sind die in Sportmode auch? Ja, ja, okay, krass. Hier gibt es die komplette Erklärung. Bis gleich. Digga, nur weil auch ein bisschen Schmink im Gesicht, aber sieht gut aus. Lola Deutsche Adele. Das ist ein anderes Sendestudio, Party People. Koordination läuft gerade. Wir lassen sie einmal gewähren. Herzlich willkommen zu den Stream Awards. Ey, ich habe gar nicht geguckt, ich habe halt nur alle Clips gesehen und so ist ja insane geil gemacht dieses Jahr. 2023. Heute Abend küren wir gemeinsam die besten Momente aus dem vergangenen Jahr. Oh, du Sohn. Oh. Hast du? Da steht Dick Jumpscare. Ich hab nicht das erwartet. Der beste Jumpscare geht heute an Papa Platte. Ja. Papa Platte und Reed. Ja, was soll man bei so einem krassen Clip noch groß dazu sagen, ne? Papa Platte. Kevin. Ja, man hat die Clips gesehen. Man muss halt auch sagen, Digga, das auch verdient man. War das beste Jahr von Papa Platte. Ich schwöre, nächstes Jahr bin ich auch vor Ort zumindest. Papa Platte, einmal vor zur Bühne bitte. Das beste Streamer-Duo ist dieses Jahr das zweite Jahr in Folge. Papa Platte. Back to back. Ey, ich glaube, ich spreche sowohl für Basti als auch für mich, wenn ich sage, dass wir uns über diesen Award... Warte, Chat, bin ich komplett dumm? Wer ist er? Bin ich komplett hirndumm? Wer ist er? No way. No way, no way. Okay, gut. Sorry. Am allermeisten freuen. Wirklich, ich liebe diesen Jungen so sehr. Ihr habt keine Vorstellung. Schauen wir mal, wie knapp das Ganze war. Also das war tatsächlich dieses Das habe ich nur auf Twitter gesehen. What the Jahr fuck? der mit Abstand eindeutigste Award. Bestes Streamer-Duo. Ja, da muss ich ja ganz klar, ne, ist ja klar. Es gibt nur ein gutes Streamer-Duo und das ist Montana Black und Elotrix. Papa Platte und Reed. Stiggy und Papa Platte. Exklusiv und Papa Platte. Dance, bitch! Dance! Ja, ist ja auch LOL, der hat reagiert auf die Awards. Digga, wie geil. Du hast halt die Hälfte der Awards mindestens auch einfach verdient.
Aber. Willst du mit mir? Ja. Achso. Ja, mit wem sonst? Ja, Bro, keine Ahnung. Was hast du gesagt? Das tut mir ein bisschen leid. Ich verstehe, dass es für dich gerade so ein bisschen unangenehm ist, so viele Pokale zu bekommen, aber das war ernst ein geisteskrankes Crossover. Wait, they got a stream? Papa Platte, der den Zuschauer zum Millionär gemacht hat. Herzlich willkommen zu den Bonus 2023. An jeden, der Papa Platte dasht, dass der so viele Awards da bekommt, die sind komplett dumm. Der hat sich das angeguckt und seine Community hat natürlich auch für ihn gewotet. Also Stream Awards ist halt gerade noch eher in der Kevin-Tony-Bubble und kommt so langsam aber auch raus. Wir hoffen einfach, dass die nächsten Stream Awards halt von allen Streamern gepusht werden, so. Newcomer des Jahres 2023 ist... War Eli Geller bei den Stream Awards? War der da? Max war nicht da. Ne, Max war in Istanbul. War der in Istanbul? Eli war da, aber Max war nicht da. Norix hat wieder gesagt, dass er alles Kevin nachgemacht hat, weil er auch so erfolgreich sein wollte. Der beste Cringe-Moment dieses Jahres geht an Mr. Neunlife, Max Schradin. Eine Dame, die mal nett zu vögeln ist. Dass wir TTS nicht nominiert sind mit den ganzen Rewe-Dingern, mit ich such Tampons. Also wenn jemand TTS gekriegt hat, Digga, dann sind wir das. Oh. Am 25. Sonntagabend wird es einen Kochstream mit Frank Rosin geben, Alter. Rätsmann habe ich auch mitgenommen. Digga, das hat uns Rumato erzählt, als wir in Island waren. Der hat so richtig stolz gesagt, ey, ich glaube, es klappt mit dem Kochstream mit Frank Rosin. Damit ich da nicht komplett alleine stehe mit Frank Rosin. Wirklich? What the f***? Hä, ist das nicht heute? Warte mal, stimmt das wirklich? Das ist ja jetzt. Ist das wirklich so? Das ist krass. Der hat's geschafft. He met his idol. Frank Rosin, der Typ, der für seine Miete zuständig ist. Er hat's geschafft. Wahnsinn. Digga, es gibt actually mal Content bei WLAN. Digga, dieser Mann ist so rich. Darum macht man das so, dass man erst die Vinaigrette macht oder die Soße, dann die Nudeln kocht, denn es gibt einen Satz. Guck mal, wie die beiden grinsen, Digga. Wie so kleine Kinder. Der heißt, Und darf ich Ihnen sagen, ich habe ihn. Die Nudel wartet nicht auf die Soße, sondern die Soße auf die Nudel. Oder andersrum. Ist das der Satz? Ja. Das ist der Satz. Wie geil. Die Soße wartet auf die Nudel, nicht die Nudel auf die Soße. Merkt ihr mal den Spruch. Die Soße wartet auf die Nudel, nicht die Nudel auf die Soße. Chat, notieren, okay? Chat, das ist klausurrelevant, wenn ihr morgen im Stream seid und ich euch aufwecke. Warte, ich bin so dumm, ich hab's gerade zweimal gehört. Die Soße wartet auf die Nudel, nicht die Nudel auf die Soße. Oder? So, ne? Nachts, wenn ich nachts an eurem Bett stehe und euch aufwecke und euch frage, wer wartet auf was, dann müsst ihr aufspringen und sagen, die Soße wartet auf die Nudeln und nicht die Nudeln auf die Soße. Wieland schneidet mit einem Rosinenmesser. By the way, Mutti-Dings, beste Tomatensoße. Guck mal, ich habe den schon von dir genannt hier, diesen Zangengriff. Ja, das machst du übrigens gut. Das ist der Profigriff. Das ist der Profigriff. Soll ich dir was sagen? Das ist Weltklasse. Ja! Let's go! Wow! Mein Nachname ist tatsächlich Welte. Ja. 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 Die hast du Welte geschnitten. Glaubst du, du könntest einen Sternekoch aus mir machen? Weißt du, was man nie merkt, wenn man dir nicht einmal persönlich begegnet, was du für schöne Augen hast? Oh, jetzt Frank, jetzt hör auf! Digga, ist das dumm, Mann. Ich habe das ja alles nicht so krass mitbekommen mit Frank Rosin und so, aber ich weiß nur, dass der ultra krass ist und so. Ich habe es in der Schweiz nie geguckt, aber ist funny. Jetzt hör auf! Jetzt hör auf! Aber jetzt ist doch vorbei. Oh. 1, 2. Wie er schon wieder aussieht. Ja, es knallt doch schon wieder. Oh Leute, Trimax hier. Tomatolix hat ein neues Video hochgeladen, wie wir hier unschwer erkennen können. Der ist schon wieder komplett im Modus. Er opfert sich Trimax auf jeder Aftershow-Party. für uns, haut sich alle Drogen auf der Welt rein. Das passiert, wenn du Salvia nimmst. Digga, der ist immer auf irgendwelchen Drugs, dieser Junge. Tomatolix, ich mache mir ernst langsam Sorgen. Der Bruder hat Gas im Kopf. Ach du Kacke. So sah ich nicht in meinen härtesten Zeiten aus. Der Mann ist gerade mit Tupac und Biggie auf einer Party. Digga. Achso, aber diese Wirkung ist ja nur ultra kurz so krass, ne? Das war ja im Video nur ganz kurz, aber diese kurze Zeit crazy, Mann. Ich habe Stimmen im Kopf, ja. Mal kurz als Emote bitte machen. Das ist wirklich ein geiles Emote. Irgendwie lass dieses Emote irgendwie so High nennen und irgendwie so. Was gibt's ein Emote schon davon? Das
Das ist eine meiner Lieblingsszenen von Tomato. Aber er ist einfach, guck's euch an, Leute, er ist einfach schon Strom im Modus. Da bist du an die 100 Subs rausöffnen und dann mache ich. What? Digga, so rede ich nicht. Das ist irritiert, Bro. Kann ich einen Ridebanger geben? Ja. Digga, das wäre meine Mom, glaube ich, wenn sie mal an einem Kiff-Joint ziehen würde, Bro. Ich glaube, no jokes, so steht sich meine Mom Weed rauchen vor. Bro, holy shit. Ist eigentlich gar nicht funny, aber what the fuck. Hui. Was war denn das? Also ich guck mal, was die Leute so in den Chat schreiben. Mega-Tattoos, stehe ja drauf, wenn Frauen tätowiert sind. Sally, ich habe auch noch... Ich wieder die Kommentare liest. Ja, cooles Video. Lasst ein Like da, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.